Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und vielleicht kriegen wir es über die etwas längere Bikefahrt jetzt mal hier, dass die Quest startet. Es ist auch noch Nacht. Ich halte nach wie vor die Aare auf zwecks Stolperdraht. Ja, du gehst zu dem Nero-Kontrollpunkt. Du hast die alte Sägemühle wieder. Beziehungsweise das alte Sägewerk. So. Ja, genau. Du gehst zum alten Sägewerk. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir den Weg so fahren vom alten Sägewerk. So wären wir ja normalerweise gefahren, wenn ich die Schnellreise nicht gemacht hätte. Hoppla. So. Hier runter. Und dann ist es ja eigentlich nicht mehr weit bis hier. Dann hoffen wir wirklich, dass die Quest einfach so startet jetzt. So. Bitte, bitte, mit ganz viel Zucker oben drauf. Na also. Schwein gehabt. Wir mussten mal mit dem Bike extra herfahren. Richtung Sägemühle. Zumindest erkläre ich mir das jetzt einfach so. Aber gut, dass es geklappt hat. Das erspart mir das viele Rumgeeier und die Quest zum Larve zu bringen, wie beim letzten Mal. Das war nicht so schön, um ehrlich zu sein. Ja, manchmal muss man halt mit der Engine leben, wie das Spiel will. Und nicht so, dass man nochmal zwischendrin Boxerstops einlegt, um seine Vorräte aufzufüllen. Ja. Aber null Munition im MG hat mich halt schon richtig heftig mitgenommen. Deswegen, ohne volle MG-Munition wäre ich jetzt nirgendwo hingegangen. Das brauche ich definitiv. Es erweist sich auch als sehr, sehr nützlich, sowohl bei Menschen als auch vor allem bei Freaker. Ich bin ja mal gespannt, jetzt soll es ja Angriff auf Wizard Island geben. Alles scheint bereit zu sein. Schauen wir mal. Ricky hat das hier für das Lenkrad gebaut. Wir fahren direkt vor ihre Tür. Springen und tschüss, Miliz. Okay, willst du das wirklich machen? Ich meine, das ist eine ganz schön weite Fahrt mit nur einem Arm. Arschloch. Hör zu, Busa, wir wissen beide, dass wir wahrscheinlich nicht zurückkommen. Ja. Das spart mir wenigstens den Rückweg. Scheiße, ja, ich will das. Oh, nur eine Sache noch. Meine Grafiken sind unausgereift und ich bin voll verpixelt. Nur echte Biker würden so eine Kamikaze-Aktion durchziehen. Ja. Sehr cool. Nur wir. Yep. Jawohl, endlich wieder mit Kutter. Ziehen wir es durch, oder was? Auf jeden Fall. Was kommt noch? Ricky? Sieht aus, als würde Ricky doch noch kommen. Mit Eddie. Was geht ab, Deke? Schöne Jacke. Steht dir echt gut. Ricky, Eddie, das ist echt toll, aber Busa und ich, wir müssen uns etwas kämpfen. Wow. Kommt jetzt die Spricht sich halb um. Lost Lake Armee. Du hast mehr Leute erreicht, als du dachtest, Deke. Ich sag's ja. Du schaffst das nicht allein. Das ist Oh, keine verrückt. Sorge. Sie tun es nicht für dich. Sie tun es für ihn. Für Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Alles klar, hört zu! Der Plan ist einfach. Busa und ich schlagen am Nordtor zu. Wir jagen es in die Luft. Und dann werden sie alle zum Südtor rennen. Und ihr müsst dann einfach Ricky folgen. Ja, sind wir bereit? Was ist mit euch? Seid ihr bereit? Hört zu. Ich funk dich an, wenn wir bei der Brücke sind. Wartet, bis es soweit ist. Okay, dann mal los! Sehr geil.
Das ist zwar nicht wirklich eine Armee, aber es ist ein Angriffstrupp. Für Iron Mike. Oh ja, für Iron Mike, definitiv. Der hat was Besseres verdient. Der war viel zu gut. Und ja, Mike war halt der Überzeugung, die Leute brauchen jetzt wieder die Chance. Dritte, vierte, fünfte. Wollte das alles fair wieder aufziehen. Wollte demokratische Werte wieder hochheben. Ja, er wollte immer nur Retter. Aber hat wohl falsch gelegen, wie er ja dann selber gesagt hat. Aber es muss einen Mittelweg geben zwischen ständig nur Gewalt und dass man auch Verhandlungen mal anführen kann. Es muss einen Mittelweg geben zwischen Gewalt und Pazifismus. Okay, wieder ein Milizgebiet. Hey, Boozer, wir müssen springen! Hey, Boozman, es wird Zeit! Wir haben nur einen Versuch, Kumpel. Sag nicht, der opfert sich. Los. Nein! Lady. Scheiße, nein! Boozer! Heilige Scheiße! Aber Dick, du kannst schon nicht schwimmen, du gehst doch runter wie ein Bleiend. Aber scheiße, jetzt hat sich auch noch Boozer geopfert. Fuck. Ich wollte eigentlich, dass der durchkommt, dass er überlebt. Nicht, dass er sich für so einen scheiß Kamikaze-Akt gegen diese geisteskranke Genozid, religiös-fanatische Miliz opfert. Nur um das dappische Tor zu sprengen. Alter, das muss Erfolg haben jetzt. Nicht nur für Iron Mike, sondern auch für Boozer. Und wehe, ich krieg diesen scheiß Colonel Garrett nicht zu fassen. Du schaffst das nicht allein. Kämpfe dich in die Arche. Warum bist du nicht gesprungen? Du hättest springen sollen. Boozer. Oh Gott, verdammt, Boozer. Oh, verdammt. Scheiße. Aber offensichtlich hat das Riese Schade angerichtet. Erledige alle Milizsoldaten. Von euch Dreckskerlen eigenhändig umbringen! Okay, das sieht mir jetzt auch aus, als wäre das kurz vor Finale hier irgendwie. Wenn ich jetzt schon die Miliz platt mache. Müssen wir mal gucken, ob dann vielleicht Story-Änderung ist und wenn ich dann noch optional was machen kann, dass wir uns wenigstens noch die Horde vornehmen, ne? Als optionales Ding. Also sollte es das jetzt schon gewesen sein, ihr liebe Leute, bin ich ich will, dass du die Schulter wechselst, Kerl. Was machst du? Ah, dahinter. Ja. Jetzt schießen wir wieder richtig. Ich bin ja kein Linkshänder. Deswegen ist der Winkel ein bisschen komisch dann für mich. So, wir sammeln natürlich von denen noch ab, was es gibt. Boah, Alter. Das ist bei Colonel Garrett, glaube ich, oder? Nee. Ah, ja, doch, das ist doch, wo Colonel Garrett sonst immer rumgestanden hat. Ja, jetzt ist es sowieso egal mit Deckung und Schalldämpfer und Scheiß. Das brauche ich gerade nicht. War's das? Okay. Wir gehen einfach mal vor.
Ich muss zu Sarah. Ja. Das musst du allerdings. Und dann ist ja auch noch Schizo, der Arsch hier. So, hier steht hier Sniper-Absteller. Okay. Anscheinend nett. Aber wir gucken, dass wir hier noch Zeug flattern können. Ach. War das nicht, hey, hey, Halt durch, Sarah. Ich bin fast da. Hey, die Corporals sind schon. Ein Spezialtrupp. Verdammt. Ups. Oh, du wirst mich nicht aufhalten. Komm schon, du verfluchter Bastard. Das ist der mit Gatling, ne? Ja. Volltreffer. Arche. Ich muss irgendwie zur Arche. Es sieht irgendwie aus, als würde es verdammt dem Ende zugehen, das Ganze. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, sobald das er Old Lady befreit hat, ist das Spiel dann rum. Befürchte ich zumindest irgendwie. Aber über 100 Episoden, das ist schon auch ein Wort, ne? Und wie gesagt, steht dann Sache, wenn dann die Hauptstory beendet sein sollte, dann machen wir auf jeden Fall noch die Horde. Die können wir noch machen als optionales Ding. Noch der Hauptquest. Ja, das sind auch noch zwei. Na, Traktor. Kann nie schaden. Und eine Filmsequenz. Die kann auch nie schaden. Hat der Wahnsinnige die Arche gesprengt. Zumindest der Eingang. Ja. Na los, zur oberen Höhle! Los Geh jetzt! so. Scheiße. Los! Geh da hoch und platzier die Ladungen! Ich sagte, geh verdammt! Los! Okay, ja. Colonel Garrett wollte die Arche versiegelt haben. Dem ist dann noch scheißegal, wenn sie da drin versticken, weil sie keine Luft mehr kriegen. Verfluchte Dreckskerl, Schizo. Und ja, Ich komme, Schizo. Captain Schizo, der ist dann Achterer. Die harte Tour. Hoffentlich. Gipfel, ich muss irgendwie da hoch. Ich habe die Hoffnung irgendwie, dass Captain Curry das möglicherweise noch sehen könnte, was hier abgeht. Ich an diesen Kerlen vorbeikommen. Flammenwerfer. Scheiße. Und dass der auch noch mithilft, wenn möglich. Sobald Curry aus der Ferne möglicherweise das Ganze sieht, die Flamme und so, dass der möglicherweise auch noch einsteigt. Okay. Ja, komm. Komm schon. Volle Kanne ins Ach. So. Das war ein relativ guter Schuss sogar. Aber glücklicherweise, ich habe immer gedacht, ich wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht in sowas, in Snipern und so, bis ich da mal erfahren habe, dass PlayStation generell eine Schussassistenz hat, sodass dann im Prinzip dann immer schon die grobe Richtung noch vorgegeben wird. Aber ja, allzu schlecht bin ich trotzdem nicht im Snipern, glaube ich. Am PC entfällt sowas dann mit Schussassistenz. So, wir gehen weiter. Scharfschütze, der muss auf dem Turm sein. Oh, ich muss ihn ausschalten. Hier natürlich jetzt auch noch Dinger reingeleckt, ja, ist klar. Trollpfeffer. So, wir gehen trotzdem etwas abseits in eine Ölfässler. Die haben sie nämlich aus gutem Grund da abgestellt, die Dinger. Ja, also dumm sind sie nicht. Was das angeht. In anderen Belange sind sie wahrscheinlich hohl wie Brot, aber dumm wie Brot, aber naja. Was will man machen? Man kann ja nicht in allem geskillt sein. Irgendwie an denen vorbei. Wie wär's dann, wenn ich den Schnipser von Over mache? Und hier. Mit dem können wir auch noch ein bisschen. Okay. Tschüss, Hilly. Ja, erhöhte Sniper-Position ist definitiv nicht verkehrt. Das
deswegen bin ich eigentlich bei Shooter eher der Fan davon, ein Scharfschützengewehr zu verwenden. Mir gut die Position zu suchen und dann Rock'n'Roll, ne? Wobei ich auch immer ein großer Fan davon bin, mit dem MG dann einfach reinzuschroten bei solchen Spielern. So, der Rest vom Schützefest, da kommt er. Tötet ihn! Aber der Captain Wow fehlt noch. So. Und dann kümmere ich mich nämlich ganz persönlich um den Captain Wow. Der hat's mehr als nur verdient, der Mistkerl. Ja, dass sich zum Schluss noch rausstellt, dass es ein Nero-Agent ist, ne? Dass der Bin gleich da. für Nero in der Komm, normale komm schon, Camps weiter, und dann bei weiter. der Miliz geschnüffelt hat. Könnte ich mir halt sehr gut vorstellen. Dass Gizzo so ein Doppel- bis Dreifach-Agent ist. Ich krieg's einfach irgendwie nicht los, das Gefühl, weil Dikio mal geäußert hat, Gizzo kam ihm eher vor wie so ein Finanzbeamter, der halt einer auf Gangster macht, aber eigentlich eher wie so ein Finanzbeamter gewirkt hat. Deswegen, ich glaube, ich traue Dik in gewisser Hinsicht schon, weil so Biker haben durchaus eine Menschenkenntnis. Der kann natürlich auch falsch liegen, aber in dem Fall würde ich mal wirklich sagen, ich kann Dik hier wirklich nachvollziehen und glaub ihm. Und wenn dem sein Menschenkenntnis ihm sagt, der Typ ist eher so Finanzbeamtermäßig unterwegs, dann könnte ich mal vorstellen, dass der Typ von Nero eingeschmuggelt wurde, um sich ursprünglich Lost Lake mal anzugucken. Und dann später, wo er aus Lost Lake vertrieben worden ist, dann auch, um sich vielleicht die Miliz mal anzugucken und die zu spionieren. Weil die Miliz hat ja offensichtlich auch Nero angegriffen. Das heißt, die sind ja nicht gerade gut aufeinander zu sprechen. Komm, steigt mal auf, hör mal auf in einem Schleicher. Nee. Okay, dann rennen wir. Ja, da ist noch einer. Da ist noch so ein Spitzbu. Ja. Jetzt nehme ich. Das ist was anderes, wenn man sich so gegenübersteht mit Maschinengewehre, die nicht gerade hohe Präzision haben. Oder wenn jemand mit dem Gewehr durchsteht und dann auch noch mit dem Snipergewehr. Die ziemlich akkurat sind, die genau dafür eben gebaut wurden, dass die akkurat schießen. Auch wenn bei den Dinger natürlich auch ab einer gewissen Distanz ein gewisser Verzug herrscht. Ja, wir sind kurz davor. Kurz vor der Offizierszelt und von da können wir auch nochmal in die Arche reinklettern. Was geht ab? Ricky, hörst du mich? Deke, wir haben sie. Wir haben sie. Deke, Deke. Ricky! Ricky! Oh, mach ihn die Hölle heiß, Ricky. Brenn sie nieder. Ich weiß jetzt nicht, ob das unser Leute sind, aber die erwische ich anscheinend von hier nicht. Na gut, dann ist das auch nicht mein Bier. Dann kümmert sich Ricky mit ihrem Stoßtrupp dort rum. Ja, Erledige geschafft. alle Milizsoldaten. Halt durch, Sarah. Erstmal der Sniper weg. Scharfschütz. In Deckung. Und... So. Hat der gerade eben einer Bernie genannt? Oh, das war ein Kopfschuss. Und noch einmal einer. Grimmiges Nicker, das sagt alles aus, oder? Manchmal braucht es nicht mehr als einfach nur grimmiges Nicker als Kommentar. Ja, warte mal. Gehen wir nochmal über die Sunset drüber. Dose, was man halt so bei sich führt, ne? Und dann holen wir noch von denen, was es zu holen gibt. Und hoffentlich gibt es noch hier irgendwo einen Colonel Garrett, den ich niedermachen kann. Und ein Gizzo. Scheiße, soll ich uns etwa in die Luft jagen? Gott verdammt, hörst du das? Oh, Beeilung. So, alles bereit. Okay, wie viel ist das? Genug. Dann zurück zum Colonel. Na los. Captain Sarkozy, bitte melden. Wir Sprengstoff deaktivierer. viel Sprengstoff
Sprengstoff haben Sie platziert? Captain, wir hatten einfach nicht genug Zeit. Was? Scheiße! Wie viele? 3, Sir. Okay. Ich gehe zu Viva und hol mir den Zünder. Sie bewachen den Eingang, verstanden? Hier darf keiner rein. Colonel, das gute Verstanden, Buch. Sir. Hier kommt keiner rein. Und einen anderen Kanal benutzen. Der wurde vielleicht geknackt. Ja. Skizzo, du verfluchter Mistkerl. Das kann man wohl so sagen. 3 Sprengsitze. Colonel Schlaftee. Muss ich finden. Sarah, ihre Kräutertees. Aber Matt kann nicht mal. Wir haben jetzt immer 2 Colonel Garrett Sammelobjekte gefunden. Und jetzt geht es wohl darum, den Sprengstoff zu deaktivieren. Alle hopp, einer haben wir ja gesehen, der wurde ganz offensichtlich da platziert. Kommt noch so ein Milizionär-Knetkopf. Da ist eine. Und voll in die Phrase. Ich muss sie entschärfen. So. Okay, verdammt. Und das Wo sind die möglichst schnell. Ich komme, Skizzo. Warte auf mich. Nicht, dass das Ding hochgeht, während er da noch dran sitzt. Und exekutiert. Ups. Autsch. So, dann wird er halt gespalten. Okay. Na gut, dann war's das jetzt auch mit Schalldämpfer und Scheißdreck. Dann machen wir halt wieder Ratatatatat, ne? So, komm her, bei so einem Geplänkel ist vielleicht da wirklich das MG gar nicht mal die beschissenste Wahl. Alter, die sind aber ordentlich gepanzert, die Typen. Scheiß drauf. Ja. Mein Snipergewehr ist nach wie vor das durchschlagkräftigste. Das geht halt auch durch Panzerung durch. Beziehungsweise durch schutzsichere Weste. Und kugelsichere Weste scheinen hier wohl auch teilweise zum Inventar zu gehören. Oder vorher hätten sie mal durchaus auch mal welche bieten können, als ich noch was die geschafft habe. Oh, Rohrbombe. Geil. Warte mal. Ach, du war wahrscheinlich noch eine, ne? Wo ich drüber gestolpert bin. Wie gesagt, sowas sollte man normalerweise möglichst schnell deaktivieren. Wenn man nicht will, dass ihm die Scheiße um die Ohren fliegt, während man noch dran schafft. Wo ist es dann? Hier nicht. Nee. 41 Meter. Okay. Dann richte ich mich halt dort noch. Das sah auf der Karte nur so aus, aber wahrscheinlich ist es einfach etwas tiefer. Okay, ab hier brauchen wir dann wirklich nochmal Licht. Okay. Hier ist die zweite. Dann eliminieren wir das mal. Yep. So. Okay, das sollte gehen. Aber der Colonel, beziehungsweise Skizzo und der Colonel sind doch auch ein paar Idioten, ne? Weil, wenn du hier die Arche wirklich abschließt, dann kommt da kein Sauerstoff mehr rein, dann verstickst du in deiner Höhle. So. Hoppala. Was? Da ist noch so ein anderer. Ja. Du ist es so ein anderer. Ja, das war der Helm da weggeschossen. Und die Schädeldecke weg. Nett. Vorsicht. Oh, das war's. Okay. Gelange zu den Privaträumen des Heute Colonels. jagst du hier gar nichts in die Luft, Skizzo. Heute nicht. Ja, das kann man so sagen.
Wo versteckst du dich, hm? Da muss ich jetzt eigentlich nur noch Colonel Scheiß-Typ finden und Schizo. Schizo könnte versuchen, sich rauszulabern. Und weiß allerdings auch schon, dass Sarah sei Lady ist. Das könnte problematisch werden, das Ganze. Tschüss. Wäre ich doch schon Colonel Garrett rufe? So. Rückzug! Na los doch! Komm schon. Ja, dich hat's gleich ganz erwischt. Volle Kanne in die Phrase wieder. Ja, es ist nicht mehr allzu weit. Ah doch, hier 38 Meter wird es wieder angezeigt. Okay. Yo. Nichts wird mich aufhalten können, Schizo. Das glaube ich doch. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich mache nämlich genau an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann zu Colonel Garrett hoffentlich vordringen werden und Sarah befreien können. Schauen wir mal, ob das jetzt schon das Ende ist. Wir werden sehen. Also machen's gut bis du hier. Wir sehen uns übermorgen wieder mit dem fiese Cliffhanger hier. Iron Yankee.